Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ich hab gedacht, es ist mal wieder eine Zeit, also ein Update zu machen über meine Übersicht, über die Rebelle-Blaster, die ich so hab. Also, alle, die schon länger am Kanal dabei sind, die kennen wahrscheinlich das Blasterle schon. Haben wir mal ein Unboxing gemacht, da der Blaster-Ingenieur draufgeschrieben. Und ja, so wirklich gut hält's nicht. Wir können das prinzipiell auch erneuern. Das ist dass man da geheime Botschaften draufschreiben kann. Und wenn ich jetzt ein Profi-YouTuber hätte ich da Subscribe oder Abonniere draufgeschrieben. Können wir das da. Müssen wir einmal erneuern. So. Vielleicht erstmal gescheit trocknen lassen. Ich glaube, das war das Problem. Das sehen wir dann am Ende. Das wäre jetzt natürlich klasse, wenn ich das richtig sehen könnte. Könnte ich die Buchstaben nachmalen. So. Das geht. So. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile neue Blasterlers aus dieser rebellischen Linie da. Also Nerf Rebel oder Rebel. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Das Gebämsel Nerf gerade ein bisschen. Und die gucken wir uns heute mal an. Weil ich hab da ein paar dazu gekriegt. Also manche, die ich schon mal vereinzelt gezeigt habe, so wie den hier. Mein Hammerless Blaster läuft immer. Das ist. Ich mag einfach Hammerless Blaster. Das der vierte. Da können wir wieder nachladen. Die sind alle schön brav zurückkommen. Sollte jetzt weiter haben davon. Einfach, weil ich jetzt zweite Hand habe. Das ist wie die Double Strike. Double Punch? Double Strike? Double Punch? Ja. Ne, Double Strike war das. Double Punch war das. Ach, komm. Gibt's auch so einen mit 2 Läufen bloß. Von der Zombie-Dingens-Linie. Auf jeden Fall. Schickes Design. Schlanke Optik. Passt. Bisschen verkratzt, aber war recht günstig. War gebraucht. Das ist okay. Das darf so sein. Füllzellfunktion. Und dann habe ich noch einen bei so einem Konvolut mitgefunden. Den habe ich noch gar nicht getestet. Den habe ich auch schon Zeit lang bei mir. Siehst du das da hinten? Das ist so Pfeil- und Bogen-Dingens. Lassen wir das da hinten. Da nein. Klar, da habe ich ihn jetzt vorher mal, aber testen tun wir, weil ich habe keine Ahnung, ob der funktioniert. Also, das Ding hier oben, für das bloß Dekoration ist, spannst das schon gescheit. Oh, das ist Gott. Oh, das hat sogar Slamfire. Cool. Das sollten wir fast nochmal laden. Das hat keinen Spannschlitten, aber eine Rotationstropfen. Das hat einen Spannpumpgriff. Ja, cool, Darsteller. Ja, jetzt haben wir es schnell. Eieiei. Der Ingenieur will Pfeile falsch rum einladen. Das ist ja cool. Mal richtig. Und jetzt ist leer. So. Entweder aufgeräumt. Das Gott. Ich bin nur echt kein Fan von dem Ding da. Von dem Gebämsel da. Okay. Damit dreht sich bloß die Trommel. Aber richtig spannend tut sich's nicht. Also dafür brauchen wir dann schon das.
Ah je, der kommt immer wieder zurück. Der ist praktisch. Ich finde halt den Teil echt schick. Also das... Ich glaube, das muss ich mal irgendwann mal für was... Von irgendeinem Blaster. Muss ich mich da inspirieren lassen. Nicht kopieren, aber... Kann das die Grundidee übernehmen. Und es ist echt komfortabel. Also, passt gerade so schön in die Hand. Also Griffe haben die Blaster schon echt gute. Oh, da ist noch mal einer. So. Wow. Legen wir so rum hin. Und der ist ein bisschen klein. Da fehlen 2 Dummy-Batterien. Ihr habt da, wenn ihr meinen Kanal aufmerksam aufpasst habt da die Powerbell noch. Da muss statt der Batteriedeckel gefehlt. Und auch stark benutzt. Aber da sind 3 Lipos und 3 Dummy-Batterien drin. Und das macht es. Das macht das. Und das macht dem Herrn Ingenieur Grinse. Ich mag den Blaster. Den nutze ich viel zu selten. Und einmal dreht er sich zuerst und schießt dann. Nein, der schießt zuerst und dreht sich dann. Und da habe ich die Batterie drin. So. Du nachher die Batterie von da nach da. Oder die 2. Dann seht ihr das auch. Aber vorher gucken wir uns nochmal einen an. Das ist... Ich habe keine Ahnung, wie der Blaster heißt, aber das ist die Riken-Variante von Rebelle. Und das Ding hat da eine Batterie. Gut, ihr seht jetzt nichts, überhaupt nichts. Aber das hat so Glow in the Dark. Jetzt seht ihr's. Da. Das ist so UV-Lichtle. Weil das recht blau leuchtet. Aber das kann sein, dass es in der Umgebung auch ein bisschen liegt. Das wäre jetzt halt cool, wenn es noch ein bisschen offen wäre. Dann würde man von dem Licht aber sehen. Ja gut, das ist die Riken-Variante. Die hat kein Slamfire. Jetzt ist leer. Kann man nicht wieder. Nein, da. Das ist halt die Zebra-Variante. Wobei, also von der Bemalung bin ich jetzt nicht der größte Fan. Das ist okay. Aber finde, die Form sieht halt schon. Ja gut, das was mir da auch so gefällt. Hat halt keine Möglichkeit auf Anbauteile. Man auch sehr von der Schiene oben. Ja, jetzt halt. Aber ist ein cooles Bleisterle. Kennt man. Und wenn ich mir überlege, ob man den modifizieren wollen. Sollte ich mal überlegen, wie das Ding heißt. Ja. So, jetzt können wir gucken, ob der Blaster-Ingenieur gut zu lesen ist. Könnt ihr es lesen? Ich kann es lesen. Das bräuchte mir. So. Ach, da haben wir so Öse dran, das durchzuschlafen, dass wir das aufbewahren können. Können wir da gar nicht dran. Gut, vorbei, da haben wir. Ich meine, deswegen ist das Magazin da rot. Damit man das da auch lesen kann. So, das waren jetzt alle ausgepackte Blaster von der Linie. Ich habe noch ein paar original verpackte. Mag ja teilweise das Design. Und je nachdem, wenn ich halt mal was günstig finde, also da für sowas will ich jetzt auch nicht unnötig Geld ausgeben. Aber
wenn es gerade wie bei denen irgendwo so ein Konvolut dabei ist oder so. Und das dann, ja, muss ich da, vielleicht brauche ich dann von so einem Konvolut, will ich dann bloß irgendwie zwei Blaster oder manche Doll davon. Und der Rest ist halt mit dabei und es ist aber günstiger, das so zu kaufen, wie alles einzeln. Und ich denke mir, aber einen Kanal, das kann ich irgendwann mal verwenden. Da können wir dann zur Not irgendwann mal ein Modifikationsvideo draus machen oder so. Oder mal für die nächste Übersicht oder so. Und deswegen habe ich auch die Powerbell. So, erzählt auf, wie ich das da gemacht habe. Das heißt, 2 Teile ist raus. Und der Rest packen wir mal zur Seite. Das mal kurz. Ja, das Ding ist recht kompakt. Das heißt, die Seite mit den Dingen nach unten und die Seite mit den Nipsis nach oben. Das ist schon, muss ehrlich zugeben, ich finde Rapid Red heißt die, glaube ich, oder? Aber es ist die Streifvariante von der Ding, von der Rebelle-Linie. Oder von Rebel-Linie. Und ich finde die hübscher wie die Streifen. Oh, die Tür geht ja gar nicht auf. Oh, ihr seht, das ist ein Original. Oh, 3 Zitapler, so ist es. Ne, das müsste schon beide sein. Das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Ui. Ui. Sind die Batterien schon schwach oder ist das Blaster schwach? Da ist jetzt die Frage. Hat das Ding. Wenn das Blaster schwach ist, oder ist das Pfeile? Das kann auch. Oh Gott, das Pfeil ist. Ja, die nutze ich normalerweise für meine Schwungrädler Splash oder falls auch für mein Worker Swordfish oder für mein Worker Dominator. Jetzt ist leer. Und die reißen ein bisschen Ärger an die Pfeile. Jetzt können wir da erst den Ingenieur rein. Und dann der Blaster rein. Hätte ich jetzt noch was gedacht, hätte ich noch irgendwie so Subscribe oder sowas. Abonniere. Daumen nach oben, so Blödsinn draufgeschrieben, aber nicht der Herr Ingenieur hat halt nichts gedacht. Ist noch ein weiter Weg bis zum Vollprofi-YouTuber. So. Dann könnt ihr da lesen. Oh, wie wenn ich es berechnet hätte. Okay. Sag mal, wie soll man das Werkzeug los hochkriegen? Jetzt ist leer. Das ist ganz praktisch. Gut, der eine ist jetzt im Netz gelandet. Das ist dann ganz praktisch. Da sieht man dann, sobald der weiße Pfeil rauskommt, jetzt ist das Magazin gleich leer. Das sollte man eigentlich immer so machen. So, bin ich bloß noch Ingenieur. So, dann haben wir den Doyle. Kriegen wir den auch noch.
Der kommt immer wieder zurück. Dann haben wir den Teil. Ich habe noch ein bisschen paar original verpackte. Das ist ein bisschen. So Schrauber. So. Das sind die ich Gebrauch gekauft habe und deswegen in Original verpackt. Haben wir noch Stapel voll Pfeile, die ich gefunden habe. Die habe ich aber auch schon mal gezeigt. Da seht ihr, habe ich noch, da haben wir alle mal auspackt. Deswegen habe ich das doch noch. Das haben wir uns mal gönnt. Und die habe ich auch mal recht günstig gefunden. Ich glaube, da habe ich aber auch schon einmal, oder das habe ich nicht vor der Kamera auspackt, das habe ich halt für mich selber gemacht. Lila Pfeile. Wenn man es braucht. Und dann haben wir noch, die habe ich auch schon mal gezeigt. Das sind die Sweet Revenge. Ah, da steht es drauf. Und davon habe ich 2 gefunden. Mit leicht unterschiedlicher Verpackung. Ja, und dann habe ich die Ninja Turtle Blasters gefunden. Und habe gedacht, okay, ich lasse die doch in Original verpackt. Und dann habe ich die doch noch mal recht günstig gefunden. Das ist so Blaster mit hinten zum Ziehen. Und muss ehrlich sagen, ich mag eigentlich hauptsächlich das Design. Ich glaube, der Blaster selber ist jetzt nicht unbedingt praktisch. Das wäre nämlich... Also, das Design an dem Blaster, das wäre cool. Vielleicht auch mit den 3 Läufe bloß. Und dann aber mit Hebele. Hebele einfach cooler ist. Ja, es ist leer. Und das Design ist halt schon so cool. Und irgendwie noch die Schulterstütze noch nein. Irgendwie so. Aber ich glaube, das Design muss ich irgendwann mal von einem eigenen Blaster mich da inspirieren lassen. Das lässt sich sicherlich irgendwie machen. Die ist ganz voll. Ja, aber gucken wir mal nochmal rum. Nicht, dass ich nochmal einen vergessen habe. Aber das sind jetzt so alle, die ich von der Rebellenlinie habe. Und ja, ich mag, also, der wäre noch mal Ecke cooler, wenn man das, wobei der die Farbe passt recht. Also, was man noch machen könnte, ist das doch noch anmalen. Also da könnte man ein bisschen was rausholen. Aber ich finde den Blaster schon, also von der Optik schon echt cool. Aber irgendwie, mir gefällt es halt, dass man den hinter so ziehen muss. Deswegen. Und es sieht halt einfach irgendwie cool aus, wie es einpackt ist. Von daher lassen wir das so. Vielleicht finde ich den irgendwann mal nochmal günstig gebraucht. In so einem Zustand. Dass man dann am Ende des Tages ist mir das recht egal. Weil das kann auch gut sein, wenn ich mal lustig bin. Wobei, wenn ich mir überlege, dafür eine Hand. Oder wir könnten eine Double Punch nehmen. Die finden wir auch ab und zu mal. Double Strike? Das Blaster, das ich ziemlich am Anfang auf meinem Kanal gemacht habe. Wenn ich noch dran denke, verlinke ich so Hunde. Das ist so ein grüner Zombie-Strike-Blaster mit 2 Läufen. Das lässt sich sicherlich dann vom Design ummodeln. Oder ich mache einfach mal eine eigene Mechanik, die auch mit Hebele funktioniert. Das steht halt dieses Jahr so auf der To-Do-Liste. Und dann kann ich dann so Design und sowas auch drumherum machen. Weil so Schnörkel habe ich schon. Das habe ich schon in ähnlicher Weise auch schon. Das dürfte sich für das adaptieren lassen.
Man kann ich das dann selber gestalten und mich davon inspirieren lassen, aber dann sieht das halt nachher so aus, wie ich es haben will. Und in den Farbe, den ich haben will. Das Grün oder das Türkis, ich habe keine Ahnung. Die Farbe ist nicht ganz so meins. Eher sattes Blau, sattes Lila. Oder vielleicht irgendwas eher transparentes, sowas. Sattes Grün. So. Oder Rot natürlich. Sowas wäre dann eher. Mein Weiß würde ich. Ja, wenn ich bei 3D-Druck mache, weiß nutze ich eigentlich hauptsächlich dann, wenn der Blaster schon weiß ist und ich dann das irgendwie in die Form noch oder die Farbe anpassen will. Was man bei dem machen könnte, das kann man hier aufknoten. Das ist an und für sich ein ziemlich cooler Blaster. Ich bin auch von dem Bogen-Ding kein Fan. Eigentlich müsste man da irgendwas überlegen, dass da vorne noch ein Lauf hinkommt oder so. Wo ich gerade davon spreche, eigene Design. Das ist, wenn man sich sowas anguckt, da fallen einem gleich 5 neue Projekte ein. Und das Jahr ist schon wieder über zur Hälfte rum. Über zur Hälfte rum. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Satz richtig war. Ist aber auch egal. Da könnte man doch was drüber machen. Das vielleicht irgendwie nutze für irgendwas Witziges. Quasi da ein Lauf hin. So wie bei das. Vielleicht kann ich das. Wie ähnlich ist denn das zu Sweet Revenge? Warte mal. Wir machen hier kurz einen Schnitt. So, dann kann ich euch verdeutlichen, was ich meine. Weil das habe ich jetzt nicht vorbereitet gehabt. Das ist quasi die Sweet Revenge. Nur halt in Ninja Turtles und deutlich günstiger gewesen. Deswegen habe ich die dann genommen und hab mir verkniffen, die Sweet Revenge auszupacken. So, jetzt nehmen wir das da. Wäre zu schier gewesen. Das heißt, da müssen wir schon noch mal einiges anpassen. Gut, dann müssen wir da noch irgendwie die Abdeckung schon. Das heißt, wir müssen hier schon irgendwie runtergehen. Aber wir brauchen das mit der nicht. Gut, wir können hier wieder rumgehen. Weil irgendwie fände ich da so ein. Das heißt hier raus und. Ihr versteht jetzt, was ich meine. Hoffe ich doch. Den könnte man richtig schick machen. Also ich bin halt einfach kein Fan von dem Bogen. Oder von dem Armbruststil. Meine, legt jetzt da ins Lager, das kann man nachher wieder zurückbauen. Also die kann man. Das ist ja auch kein permanenter Eingriff. Also ja, das schon. Ja, das auch. Ja, und die Farbe ist immer noch original. Es stand eigentlich letztes Jahr so halb auf der To-Do-Liste, das umzufärben, und habe es dann doch gelassen. Gut, das muss verschiebbar sein. Eigentlich müsste das doch noch in der Mitte. Das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, das mittig zu drucken, die Schraube wegzulassen. Es ist immer 2 neue Projekte und eigentlich so viel zu tun.
Und vorerst lassen wir es mal so, also da gerade die Zeit dafür fehlt. Und dann machen wir eher das dann mal weiter. Aber auch hier könnte man das gleich so angehen, dass man das halbe druckt. Wobei, das will ich nicht kleben. Das machen wir dann schon einfach halt über die Schiene drüber. Und einfach schöne Pleister. Das kann man schön wegmachen. Und wieder aufräumen. Ich gucke mal, wie ich dazu komme, ob ich das dieses Jahr noch mache, ob das nächste Jahr auf To-Do-Liste setzt. Der diesjährige To-Do-Liste ist schon einiges. Könnt ihr meinen Halbjahresbericht angucken, was ich da bisher geschafft habe und was ich dann auch noch geschafft habe. Und was ich noch vorhabe, habe ich im Halbjahresbericht ja auch, habe ich ja auch nochmal formuliert. Und es ist schon noch einiges, was ich noch. Das setzen wir mal auf als Möglichkeit. Und wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann ab in die Kommentare damit. Kennt das Spiel ja. Und wenn nicht, dann mache ich, sobald ich da Zeit dafür habe. Auf jeden Fall, habt ihr jetzt mal so meine Sammlung sehe. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Plästern. Euer Blaster-Ingenieur.